Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Wir haben für euch unerwartete Einnahmen und lebendige Erwartungen. Das an der Hauptversammlung von Diemtigtal Tourismus. Wie ein gleichgeschlechtliches Pärchen aus der Schweiz seine Hochzeit erlebt. Und das Oberländische Turnfest zu Frutigen, wir waren für euch dabei gewesen. Jetzt aber zuerst mal noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region für euch. Der Vicky Joel gewinnt das Ennetbürgen. Der Sörenberger Schwinger gewinnt nach 2018 zum zweiten Mal das Innerschweizer Teilverbandsfest. Der Berner Gast und Mitfavorit Aschbacher Matthias hat den Festsieg um einen Viertelpunkt verpasst. Mit dem Auto überschlagen. Am Sonntagmorgen hat sich in der Gemeinde Segriswil ein schwerer Selbstunfall ereignet. Der schwer verletzte Autolenker hat von Rega ins Spital geflogen werden. Über 9000 Blitze. Mindestens 2 sind eingeschlagen. In der Nacht auf den Montag sind heftige Gewitter mit Blitzen und Sturmböen über die Schweiz gezogen. Das Bremgarten bei Bern und Wimmis sind nach Blitzeinschlägen Häuser in Brand geraten. Ein lebendiges Treffen. So könnte man die Hauptversammlung von Diemtigtal Tourismus beschreiben. Der Präsident hat unter anderem positive Zahlen präsentieren. Auf dem Weg in die Zukunft da ist man eher vorsichtig und man will ein finanzielles Polster anlegen. Mein Kollege Patrick Schmidt berichtet. Wir haben heute eine Hauptversammlung erlebt, die sehr lebendig war. Ist das eigentlich so, wie es jedes Jahr ist, oder ist es ein bisschen speziell gewesen? Es war schon ein bisschen speziell, aber ganz schön. Oder? Eben vielfach hat man Versammlungen, wo einfach die Traktanten abgearbeitet werden und durchgewinkt werden. Das ist ein bisschen langweilig und heute hat es doch ganz gute und konstruktive Diskussionen gegeben. Man hat sich mal mit diesen Finanzen auseinandergesetzt und mir hat das sehr gefallen. Eines der Themen war sicher auch, dass man in den letzten 2 Jahren mehr Einnahmen hatte, als was man eigentlich erwartet hat. Wieso das? Das sind ganz unterschiedliche Faktoren. Im ersten Jahr war es ganz klar pandemiebedingt. Da ist einfach alles abgesagt worden und Sachen, die wir im Budget hatten, haben wir nachher nicht müssen unterstützen. Im zweiten Jahr ist es schon ein bisschen differenziert. Oder ein wichtiger Teil ist einfach, dass wir mehr Logiernächte hatten als budgetiert, oder weil einfach die Leute Orte gesucht haben, wo sie sich sicher gefühlt haben. Und da ist das Diemtigtal natürlich ein guter Ort. Wir haben auch gehört, heute Abend von der Naturpark Ranger hat eine Infoveranstaltung gegeben. Das ist ja noch speziell, wenn man eine Tourismusregion leitet, die auch gleichzeitig ein Naturpark ist. Geht es ein bisschen in Richtung wie in Amerika oder ist das in der Schweiz ein bisschen etwas anderes? Es ist schon grundsätzlich etwas anderes. Oder? In der Schweiz ist natürlich der Schutz von der Natur oder, immer so ein Zankapfel. Oder? Und eben einerseits kürzt man überall Mittel, oder? Wildhut hat weniger Stellen, oder? Auf der anderen Seite hat man mehr Leute in diesen Gegenden und da muss man einfach schauen, was hat man für Rezepte. Und hier ist jetzt an und für sich einfach ein Experiment oder, am Laufen, oder, wie man das Problem könnte lösen. Und das ist sehr spannend. Vor der Hauptversammlung von Diemtigtal Tourismus jetzt zum schönsten Tag im Leben. Der Reto und der Jairo sind seit 42 Jahren ein Pärchen. Und sie haben am ersten Tag, wo es neu möglich war, sich das Ja-Wort gegeben. Für sie als gleichgeschlechtliches Pärchen sei die Hochzeit ein grosser und wichtiger Schritt, sagen sie. Wollen Sie mit dem hier anwesenden Jairo Kuralt eingehen? Ja. Ja. Doppelt hält besser. Dann frage ich auch Sie, Jairo Kural, ja. Wenn Sie mit dem hier anwesenden Reto Kural eingehen? Ja, und bis dann dort uns trennen, Da Sie beide meine Frage einstimmig mit Ja beantwortet haben, ist die Ehe jetzt geschlossen. Sie sind offiziell Ich fühle mich wahnsinnig gut und ruhiger eigentlich als vorher. Und so happy, dass ich jetzt den Jairo endlich einmal als mein Ehemann kann betrachten und auch davon reden. Ich fühle auch das Gleiche, oder? Ich bin total, ja, ich bin happy und finde es sehr schön, was heute passiert ist und so nach 42 Jahren, oder?
Wie tun Sie den heutigen Schritt, dass das Gesetz in Kraft ist, wie tun Sie das so ein bisschen aus Sicht der Gay-Community beurteilen? Aus der Sicht der Gay-Community ist das das absolute Höchste, was wir jetzt je haben können erleben. 1:1 sein mit dem Gesetz. Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, egal was. Und das ist das Wichtigste, dass auch der Gesetzgeber das akzeptiert, anerkennt und wir jetzt gleichgestellt sind. Gibt es denn jetzt nebst der Liebe gibt's auch noch andere Gründe, die für Sie wichtig sind? Also vielleicht auch Absicherung, materielle, ökonomische Gründe? Ja klar, es ist sehr wichtig, oder? Vor allem die Sicherheit in einer Beziehung ist immer wichtig, oder? Man weiß nicht, was kann morgen auch passieren, oder? Und das ist sehr verständlich. Ein Haufen strahlende Gesichter hat es am Wochenende zu Frutigen gegeben. Dort war das Oberländische Turnfest. 6000 Sportlerinnen und Sportler haben bei diesem Event mitgemacht und unzählige Zuschauerinnen und Zuschauer haben das Turnfest einfach genossen. Der Manuel Glaser berichtet. Das Turnfest Frutigen, könnt ihr das in ganz kurzen Worten erklären? Das sind 3 Tage voller sportlicher Aktivitäten und grosse Feste am Abend. Sportliche Aktivitäten, was machen die Turner genau? Ganz Verschiedenes. Wir haben zuerst einen ganzen Tag Einzelwettkämpfe, wo jeder Turner für sich turnet. Da hat es Gerätturnen dabei, Leichtathletik, auch verschiedene Turnsportarten. Und dann einen ganzen Tag am Samstag mit Vereinswettkampf, wo dort die Gesamtleistung zählt oder Einzel in den Hintergrund rückt, wo man sehr viele Sachen zur Musik kann sehen kann und auch viele Leichtathletik-Sportarten. Ich glaube, wir sind sehr zufrieden. Wir hatten noch ein bisschen Stress gehabt, wie immer bei so einem Grossanlass in der Schlussphase. Gestern konnten wir es halb geniessen und ich glaube, jetzt mittlerweile läuft der Vereinswettkampf sehr gut, ist auch das OK recht entspannt unterwegs. Frutigland in Turnerhand, das ist unser Motto das Wochenende. Es sind rund 6000 Turnerinnen und Turner, die vor allem heute am Samstag im Einsatz sind. Aber es sind auch rund 1000 Helferinnen und Helfer auf Platz, die über 10'000 Stunden leisten. Ja, es ist doch eindrücklich. Wir haben eine Tonne Pommes frites bestellt. Wir rechnen mit 5.000 bis 10'000 Liter Bier, etwa gleich viel Mineral. Ja, es sind eindrückliche Zahlen, die hier an einem Turnfest umgesetzt werden. Habt ihr schon Stimmungen und Meinungen gehört von den Turnern? Gefällt es ihnen hier in Frutigen? Ja, sie sagen, es ist wahnsinnig schön. Ist auch nicht so schwierig bei dieser Kulisse heute. Das haben wir wirklich rausgeputzt. Man ist auf Feldanlagen, das ist an Turnfesten so. Da gibt es immer auch Stimmen, die sagen, das könnte man besser machen. Auf der anderen Seite gibt es auch Stimmen, die sagen, das ist wahnsinnig, was ihr hier alles rausgeholt habt. Ich glaube, die Leute sind glücklich, sie strahlen, sie lächeln und das ist das, was wir wollen. Was passiert am Abend noch? Da geht es nochmal zünftig ab. Es gibt noch die eine oder andere Überraschung in der Nacht. Wir haben noch einiges vor. Und ich glaube, das wird man so schnell in Frutigen nicht vergessen, was heute Abend passiert. Das Wetter am Wochenende war ja wirklich grossartig, wie ihr gesehen habt. Und wie es denn jetzt genau weitergeht, die nächsten Tage in der neuen Woche, das sagen euch unsere Experten von Meteo News in ein paar Momenten. So viel für heute. Uns gibt es den morgen am Abend wieder. Schönen Feierabend wünsche ich euch. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung-Wetter für den Kanton Bern. Heute hat es einen weiteren wunderbaren Hochsommertag gegeben. Einerseits natürlich perfekte Bedingungen, zum Beispiel für zu wandern, andererseits natürlich auch tolles Badewetter unterm Strich. Einfach geniale Bedingungen für im Freien. Der Grund, das Hochdruckgebiet Hartmut. Das verabschiedet sich jetzt aber langsam. Wir sind in der Nacht auf morgen und morgen im Bereich von einer Luftmassengrenze. Entsprechend nimmt die Gewitterneigung wieder deutlich zu. In der Nacht auf morgen gibt es also schon mal da und dort Platzregen und Gewitter und dann ist morgen Vormittag veränderlich bewölkt. Es gibt zwischen einen sonnigen Abschnitt, aber es sind eben auch schon Platzregen und Gewitter mit dabei. Die Temperaturen die gehen nicht allzu weit retour. Die Tiefstwerte liegen zwischen etwa 16 und 17 Grad.
Und am morgen Nachmittag geht es in ähnlichem Stil weiter. Es ist wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, aber weiteren Platzregen und zum Teil auch recht kräftigen Gewitter. Die Temperaturen sind doch ein bisschen tiefer als jetzt am Wochenende, aber ziemlich typisch. Die Höchstwerte zum Beispiel in Bern die liegen bei etwa 23 bis 24 Grad und im Oberland da haben wir Temperaturen um die 24 Grad umeinander. Am Dienstag da starten wir vor allem im Oberland und dann noch mit dichteren Wolken. Gebiete sind noch letzte Regengüsse möglich. Dann gibt es aber auch ein Wetter, eine Besserung von Westen her, setzt sich mehr und mehr die Sonne durch. Die Temperaturen die reichen sommerliche 25 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag da ist es insgesamt recht sonnig. Am ehesten kann es über den Bergen größere Quellwolken geben. Gebietsweise sind dort Platzregen möglich im Flachland. Da bleibt es voraussichtlich an den meisten Orten trocken. Und die Temperaturen sind weiterhin so bei 4-25 Grad. Und am Freitag und Samstag geht es in ähnlichem Stil weiter. Es ist recht sonnig, mit vor allem über den Bergen ein paar Quellwolken. Die Regengussneigung ist doch aber eher gering. Wie immer halten wir euch natürlich auf dem laufenden Punkt. Wetter, jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Sonntagabend und morgen einen guten Wochenstart. Auf Wiedersehen miteinander.